Weil das kommt dann auch noch dazu, das kann ich jetzt vielleicht als letztes auch noch sagen, als Komponente, was mir spontan einfällt, oder als Faktor. Was man auch beobachten kann, ist, dass die Frauen dadurch, also ich denke, es ist wegen dem, aber das ist jetzt einfach eine Theorie, ich weiß nicht, ob das tatsächlich wegen dem ist, aber wenn ich das müsste analysieren, denke ich dadurch, dass die Frauen eben die Vernetztheit oder die Connection nicht haben, gerade von Anfang an, und gerade wissen, wer noch alles rum ist in diesem Mundartbereich, merkt man auch, dass die Mundart-Tracks der Frauen im Vergleich zu der Männerfraktion im gleichen Alter, auf dem gleichen Künstlerlevel, ich gehe jetzt wirklich immer vom gleichen Künstlerniveau aus, Leute, die 1-2 Releases bis jetzt hatten, Song-Releases, merkt man, dass die Frauen-Songqualität deutlich unter dem, also ja, oftmals, sage ich jetzt mal, also bei diesen 6, 7, 8 Beispielen von Frauen, die ich jetzt im letzten Jahr so ein bisschen intensiver beobachtet habe oder analysiert habe, merkt man, dass die New Releases, die rauskommen, von der Songqualität teilweise nicht mitheben mit Männern, die auf dem gleichen Level sind. Und ich muss denken, also ich rede da wirklich nur von Songqualität, von Songstärke. Und wenn ich von Songqualität rede, die Zuschauer von diesem Cola-Podcast wissen, ich rede da nicht vom Mixing und vom Mastering, sondern ich rede vom Songwriting und von der Produktion. Was dann auffällt, so spontan, ist, dass Produktionen entweder bei den Frauen total, also mega stark sind, weil sie mit Live-Instrumenten arbeiten, das gibt es halt auch, dass die Frauen eher viel musikalischer an das angehen. Die Beispiele habe ich auch schon gesehen. Und dann wirklich Studio-Live-Instrumente aufnehmen und das wirklich eine Komposition ergibt, also die Produktion. Dass das wirklich Musik ist, also mit Live-Instrumenten und alles eingespielt und so. Und entweder ist dann auf einem höheren Niveau die Produktion oder es ist auf einem sehr, sehr tiefen Niveau, weil man wirklich alles so do-it-yourself macht, alles selber, weil das ist auch in den Fragen oftmals gekommen oder in den Feedbacks, wenn ich dann amigs gefragt habe, ja, mit wem machst du das zusammen, dann ist die Antwort meistens bei den Frauen, entweder man hat einen Produzentenkollegen, mit dem man das macht, aber lustigerweise sind es dann meistens irgendwelche Leute, die voll out of touch sind. Sorry, nicht böse gemeint für die Produzenten, die jetzt mit diesen Frauen zusammengearbeitet haben, mit denen ich dann amigs rede, irgendwie in diesem Podcast da im Hintergrund. Aber wenn sie dann amigs sagen, also es sind dann nicht irgendwie Beatmakers oder so, junge Beatmakers, wo halt vielleicht halt eher jetzt im Hip-Hop-Bereich dominanter sind, klar. Die Beatmaker-Welle oder die neuen Produzenten, die jetzt dafür kommen, die meisten von denen interessieren sich halt für Hip-Hop und lustigerweise sind es dann aber, sagen die Frauen, geben sie mir halt nicht so einen Namen, wo halt die Männer, die Künstler, die männlichen Künstler mir durchgeben, dass sie sagen, ja, ich bin mit dem und dem Beatmaker am Arbeiten. Meistens sind die Frauen irgendwie zum ersten Mal sind sie in so einer Studiosituation und arbeiten nachher mit dem, ja, gefühlt, muss ich jetzt sagen, wie gesagt, ich meine das ist jetzt auch nicht böse, aber gefühlt mit dem erstbesten Produzent, wo sie irgendwie zusammenkommen, oder auch eine Produzentin, aber meistens ist es halt ein Produzent. Es kommt auch noch dazu, dass es halt auch mehr männliche Produzenten jetzt im Moment auch noch gibt in der Schweiz, als jetzt wahrscheinlich weibliche Produzentinnen. Und es kommt dann auch noch dazu, dass man halt dann mit einem Produzenten zusammenarbeitet als Frau, aber lustigerweise, die sie mir halt dann auch genannt haben, du merkst halt ziemlich schnell für Leute, die jetzt auch in der Beatmaker-Szene sich das ein bisschen anschauen, das sind dann meistens irgendwelche Producers, die halt irgendwie im Pop-traditionellen Bereich sind und also recht out of touch sind irgendwie mit dem, was halt wirklich abgeht bei den ganz Jungen. Du merkst es natürlich, wenn du dann nachher wirst fragen, ja, wie alt ist dann der Produzent, mit dem du zusammen schaffst. Wenn sie dann irgendwie sagt, ja, das ist ein 35- bis 40-Jähriger,
ja, also ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste natürlich, wenn jetzt die Leute da zuschauen, die mein Alter kennen, aber ich verstehe, also ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, ich verstehe ja, dass es einen Unterschied gibt, wenn du jetzt mit einem 18-jährigen Beatmaker zusammen schaffst, der jetzt halt die neue Soße hat, wo der geilste, neueste Sound hat, oder ob du halt mit dem 40-Jährigen zusammen schaffst, wo halt wo jetzt halt nicht mehr der heißeste Sound hat, wo jetzt gerade nicht mehr am Zeitgeist gerade ist. Auch wenn ich jetzt nicht würde sagen, es gibt natürlich gibt es ein paar 35+ Produzenten da draussen, wo immer noch mithalten können mit den Jungen und wenn nicht bessere Produktionen anbringen, gibt es natürlich alles, weil mit dem Alter kommt dann hoffentlich auch die Erfahrung. Aber ich finde es halt lustig zu beobachten, dass die Frauen dann oftmals mit Produzenten zusammenarbeiten, die halt voll nicht in dieser Soße drin sind oder voll nicht dabei sind im Geschehen, so, wo halt gerade der heiße Zeitgeist wäre und dass man das dann auch merkt in den Songproduktionen bei diesen Mundart-Tracks von diesen Frauen. Weil man merkt, dass es dann nicht der angesagte Sound ist oder halt nicht der Sound, wo im Moment popkulturell die meisten verfolgen.